Dass wir mit Bibelzitaten argumentieren, kann ich so verneinen. Ich bin jetzt schon seit 4 Jahren in dieser Partei, in dieser Jungpartei und habe noch nie ein Bibelzitat in irgendeiner Rede gehört. Und ich glaube, das ist genug Beweis dafür, dass wir das nicht machen. Dass die Jung-CVPler alle an Gott glauben, das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Ich habe sogar gerade Kollegen im Kopf, die das zum Beispiel nicht tun und in der Jung-CVP sind. Wir sind offen für alle Religionen, selbst auch Muslime und Juden. Und es geht uns einfach darum, dass man gewisse Werte vertritt. Die Jung-CVP Schweiz ist ganz sicher nicht von der Kirche gesponsert, weil wir ganz klar uns dafür stark machen, dass Kirche und Politik getrennt wird. Dass bei der Jung-CVP noch das Bild da sage, dass die Frauen anhergehören, kann ich ganz klar verneinen. Ich glaube, sonst würde ich auch heute nicht da sitzen, weil ich habe definitiv keine Zeit mehr, um nur noch am Herd zu stehen. Dass wir Jung-CVP verklemmt sind, wenn es um Sex geht, würde ich gar nicht unterstützen. Ich finde, wir unterscheiden uns überhaupt nicht von anderen Jugendlichen, wenn es um das Thema Sex geht. Ich denke, dass wir noch als vielleicht ein bisschen Brüder eingeschätzt werden, hängt viel damit zusammen, dass es bei uns christlich im Namen ist und dass viele unter christlich verstehen, dass man zum Beispiel keinen Sex vor der Ehe haben darf. Aber das ist für uns ganz klar nicht im Zentrum, sondern das ist das Privatleben und das darf jeder so leben, wie er will. Dass wir für die Jung-CVP langweilig sind, ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, wenn man uns auf unseren Skiausflügen oder auch sonst bei gesellschaftlichen Anlässen miterlebt, dann sieht man, dass man auch mit uns über die Stränge ziehen kann. Dass wir nicht fassbar sind, kann ich durchaus verstehen. Und ich glaube, das ist auch unsere grösste Herausforderung, weil wir in der Mitte sind. Ich glaube aber, dass das eben genau uns einzigartig macht. An unseren Delegiertenversammlungen da gibt es sehr intensive und hitzige Diskussionen. Aber genau das macht unsere Delegiertenversammlung auch spannend, weil man nicht einfach zu etwas Ja und Amen sagt. Und zum Schluss möchte ich dir auf den Weg mitgeben, egal welche politische Position du vertrittst, nutze die Chancen, die das politische System in der Schweiz bietet und bestimm auch du deine Zukunft mit.